Wir haben ja demnächst den 1. August, unsere Nationalviertung. Und dann singt wir die Nationalhymne. Könntest du sie uns mal bitte vorsingen? Nein. Komm, nimm das Mikrofon und sing mit vollem Herzblut. Ich weiß nicht, wie es geht. Du weißt nicht, wie die Nationalhymne geht. Sorry. Okay. Und du? Nein, ich kann es leider auch nicht. Saletti Spaghetti, da ist der Lionel. Ich bin heute nach Bern gefahren und habe einen kleinen Idiotentest mit dabei. Und hinter der Kamera steht einer der beiden Dudes vom Swiss Med Talk. Dort geht es um Medizin und sie ist gerade unten verlinkt. Jetzt geht's los. Irgendetwas mit Morgenrot. Ja. Das ist eins der Wörter, das drin vorkommt. Irgend sonst tritt es im Morgenrot daher. Ja, genau. Keine Ahnung. Okay, wollen wir zusammen singen? Ja. Trittst im Morgenrot daher. Sehe ich dich im Strahlenmeer. Also, Sie können es ist super. Bitte singen die Nationalhymne. Also, nee, ich kann es gar nicht. Nein. Kann ich nicht. Und können Sie mal vorsingen, um ein bisschen trainieren? Also erstens, ich kann nicht singen und zweitens, ich habe keine Ahnung, wie die geht. Ich weiss, dass das für euch von Linksalternativen natürlich wirklich viel erwartet ist, aber könntet ihr uns mal bitte die Nationalhymne vorsingen? Also ich weiss noch, wie sie anfängt. Einfach die erste Strophe singen. Kommt die Morgenrot daher. Ja. Und nachher weiss ich schon nicht That's mehr. about it. Ich bin mega stolz, dass ich das aus einer Linksalternative rausgebracht habe. Wir sind nicht stolz, dass wir das wissen. Was würdet ihr sagen, ist im Moment eurer Meinung nach das grösste Problem in der Schweiz? Oh Gott. Dass man zu wenig freundlich miteinander umgeht. Ja, das SVP, nein. Also, Männer, Du brauchst Männer. nein. Männer sind so, also, Männer sind dein Problem. Nein, nicht mein Problem. Also, sie machen Probleme. Politisch gesehen finde ich es unnötig, teilweise, dass für Geld ausgegeben wird für Sachen, die nur unseren Wohlstand noch grösser machen. Nein, sie haben einfach wie nicht gesehen, was sie wirklich wollen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen gespielt. Was haben sie denn wirklich wollen? Einfach ins Bett oder was? Aber das ist die Frage, was weiss ich, weißt du, was ich meine? Von Bern nach Zürich sind es mit dem Auto 123 Kilometer. Jetzt möchtest du mit dem Auto dort anfahren und du hast genau 1 Stunde zur Verfügung. Wie schnell musst du fahren? Oh mein Gott, nein, ich habe einfach gerade gar nicht. Das war mir jetzt halt schnell gewesen. Okay, ich frage die Frage nochmal. Du fährst mit dem Auto nach Zürich. Das sind 123 Kilometer von Bern aus. Und du möchtest in 1 Stunde in Zürich sein. Wie schnell musst du fahren? Wie schnell müsstest du fahren, dass du in 1 Stunde in Zürich bist? 122 Kilometer pro Stunde. Absolut korrekt. Die erste, die es weiss, leider. Nach 1 Stunde in Zürich? Ja. Keine Ahnung. Es sind 123 Kilometer und dir steht 1 Stunde zur Verfügung. Was ist also deine Geschwindigkeit? Du kannst rechnen, ich nicht. Wer von euch ist besser in Mathe? Oh, okay. Ich check's nicht. Also wie viel km/h, wenn du 1 Stunde hast für 123 Kilometer? Was, für 1 Stunde? Genau, du möchtest in 1 Stunde 123 Kilometer zurücklegen. Wie schnell musst du also fahren? ...123 Kilometer und du hast 1 Stunde zur Verfügung. Wie schnell fahrst du? In km/h ausgedrückt. Also es sind 123 km/h, weil km/h heisst Kilometer pro Stunde. Und du hast 123 Kilometer und 1 Stunde, das heisst, du musst 123 Kilometer pro Stunde fahren. Ich bin ganz schlecht in Mathe. Ja, man merkt es. Aber es gibt vielleicht andere Stärken in deinem Leben. Es ist eine schwierige Frage, lass dir Zeit. Kannst du das sagen? Nein, ich bin auch dumm, ich bin selber dumm. Also 123 Kilometer in 1 Stunde ergibt wie viele Kilometer pro Stunde? km/h, also nicht? Richtig! Warum? Kannst du uns erklären, warum 123 km/h? Nein. Also das sind 123 Kilometer pro Stunde. 1 Stunde. Pro km/h. Kilometer pro Stunde. Okay, was denkt ihr? Wie viel verdient ein Bundesrat oder eine Bundesrätin pro Jahr? Das ist eine schwierige Frage. Pro Jahr? 5000 etwas. 20, 30'000. Okay, ist vielleicht... Das sind so 2500 im Monat noch. Im Jahr? 60'000. Also so knapp unter dem durchschnittlichen Lohn im Land für den Bundesrat. Vielleicht mehr. Ich sage 1 Million oder so. 100'000, keine Ahnung, irgendwo dort in diesem Rahmen. 100'000, Ist es mehr? es ist mehr. Oh wow! Zwischen 90 und 100'000 so. 500'000. Ist auch schon ein bisschen wenig. Oder viel? Ich würde sagen 200'000.
Also Serafina, ich ziehe meinen Hut von dir, das ist die bislang absolut beste Schätzung gewesen. Es handelt sich um 455'000 Franken im Jahr. 455'000 Schweizer Franken. 455'000? Was denkst du? 150'000? Das sind 455'000. Wow! Okay, Das sind 1300 Franken am Tag. Auch an den Tagen, wo man nicht schafft und im Tessin Ferien macht. Wie jetzt zum Beispiel. Übrigens habe ich gerade selber noch einen neuen Kanal eröffnet, was um juristische Sachen geht, weil die wenigsten wissen, dass ich ja eigentlich Jurastudent bin. Es war auch gerade unten verlinkt, das heißt, ihr könnt einmal zwischen Medizin und Jura auswählen. Und sonst bis zum nächsten Mal. San Francisco!